Ach Leute, sollen wir Stolos einen Elementarschlag geben? Ja oder nein? Ich bin so unsicher. Willkommen zurück zu Pokémon Legends. Yay. Ja, letzte Folge haben wir unser Stolos ein bisschen trainiert. Ne? Jetzt ein mächtiges, prächtiges, besser gesagt, Stolos. Wesen sollen wir ein bisschen gucken natürlich, aber ja, wir sind dann schon mal schön locker dabei. Ich überlege halt mit dem Wesen, also mit den Attacken, wie gesagt, ne? Was wir da nehmen sollen noch. Und im Prinzip Steinhagel und Eisenschädel müssen schon sein. Oh, ich wollte natürlich ändern. Weil es ja auch Step ist, ne? Und Eisenschädel sowieso, vor allem nach der Mega-Entwicklung. Steinhagel, ja, natürlich auch das Coverage, natürlich, vor allem gegen die fliegenden Gegner und so, die immer mehr und mehr kommen. Schaufler, auch gut, um sich selber zu verstecken, ne? Also insofern Bodenattacken immer gern gesehen. Und dann die Frage, ne? Machen wir Feuerschlag für Käfer und Pflanzen und andere Stahl-Pokémon, die natürlich auch mit Schaufler treffen könnten, ne? Oder sage ich, nö, ich gehe auf Eishieb und Donnerschlag. Also Eishieb, ja, fast schon die 0815 Antwort auf alles. Weil du triffst halt so viel, ne? Sei es eben auch Flug, gut, aber hier schon. Oder sei es natürlich auch Pflanze. Andere Boden-Pokémon mit Eis ja auch treffen, effektiv. Und ja, Donnerschlag bei Wasserumflug, ne? Ah, ist immer die Frage aller Fragen, ne? Was gibt da noch Schönes? Ich versuch's mit Icy, wir gucken mal auf unser aktuelles Team, ne? Was jetzt jemand noch so drin habe. Gerade überlegen mit Munagoras, ne? Vielleicht den da wieder rausnehmen oder Uhafnir in der Konstellation. Weil eigentlich macht dann so ein Pokémon, ne? Sagen wir jetzt mal die Pandagro, macht dann mehr Sinn. Und wir vorher eigentlich ein richtiges Kalos-Team hatten, ne? Ja, die haben natürlich einen Feuerzahn drauf. Erdbeben fällt irgendwie hier die Donnerattacke tatsächlich, merke ich gerade. Und mit Strom nicht viel los. Gut, na, bringt auch einen Donnerschlag drauf, ne? Dann Gifthieb. Jetzt fällt irgendwie der Bodenmove wieder. Oder beide ordentlich reinkloppen, aber ja, Monagoa ist eigentlich schon der bessere. Hingegen natürlich vielleicht Stalabo auch wieder, also ja, müssen halt ein bisschen gucken, ne? So. Pachutsu, genau, haben wir noch ganz kurz geheilt. Dann gucken wir mal, ne, was wir jetzt weitermachen. Hier wollte ich schnell nach hier hin. Mega Sobire ist live und in Farbe, ne? Plus Regen. Ja, das heißt, wir zu Biris mitnehmen, ne, ist klar. Der Typ war, wo war der Typ schon wieder? Ja, ein Typ ist gefragt, wo bist du? Ah, Sichler, sonst Girox wäre auch cool. Und Lichtel. Lavitam ist eigentlich auch mitkommen, wenn wir ehrlich sind, ne? Gut, sicher ein anderes Wesen, aber Gesteinboden. Gestein und Licht. Ich pack's da mal nur vorsichtshalber mal noch hier in die potenzielle Teambox und so. Kann eigentlich theoretisch auch Kirli mal entwickeln. Kannst auch ein ganzes Team umstellen, ne? Ich habe das Gefühl, sobald ich irgendwie was umstelle, dann denke ich mir wieder so, ah, nee, passt doch nicht, aus dem und dem Grund. Es ist mühsam. Packe ich mal Hafnir kurz weg. Der nächste ist ja Feuer Psycho. Naja. Also. Ja, ihr merkt, ne, ich bin dann noch sehr, sehr unsicher. Ah, die Beere. Tiefe Elektroattacke, okay. Da müssen wir auch offscreen mal Zeit nehmen, so mal wirklich ein paar Teams zusammenstehen, ne, wo ich sage, ja, die kennen sich perfekt und die kann ich irgendwie so durchswitchen. So. Mal gucken, ob es gerade so spontan funktioniert, ne? Da könnte ich eigentlich auch ihn reinschicken. Jo, was willst du, Mann? Schutzstacheln, so. Oh, Scanner. Tschüss, Mann. Und natürlich auch zu Biris gut leveln, ne? Die Schutzstacheln, die sind schon cool. Gut.
war jetzt ein bisschen zu spät dran tatsächlich. Kugelsaat! Du! Mann, ich hol kurz Megan und dann kommt so ein Scheiß dabei raus. Ja, Schutzstacheln ist schon ein cooler Move, wenn man ihn richtig aussprechen könnte. Okay, Mann, der Typ, der alles kann. Warum kann er sterben? Ja, Bregaron. Wenn wir so ein Carlos-Team machen würden, ja, mit dem Carlos starten natürlich, dann hätte das was. Der könnte auch mein Team mal heilen, hallo? Ansprüche stehen, ne, mach mal, ich will gerne. Wie unhöflich. Ich müsste erst noch mein Pokémon platt machen und dann noch was wollen. Die Typen habe ich am liebsten. So. Aber ich fürchte, ich komme fast nicht darum herum, dass ich jetzt Obiris noch ein bisschen trainieren muss. Moment. Ja, hat schon ein bisschen tiefere Level, ne? Also, was haben wir da noch? Haben wir überhaupt noch irgendwas Besonderes? Wir haben noch die XS-Dinger. Das hat sich gelohnt. Ja, komm, dann müssen wir wieder neue XP-Bombos farmen. Shit happens. Die S-Dinger kann ich ja sowieso mir wieder durch Megakristall und so holen, ne? Mega-Splitter, Entschuldigung. So. Werde wohl lang, aber sicher ausreichen. Guck mal da! Da ist ein Guck mal da! Bregaron! Das ist doch cool, ne? Dass irgendwie Kugelsaat, der geht halt auch durch den Scanner durch, ne? Das wusste ich irgendwie auch noch nicht, ey. Bregaron macht einen guten Job, die Moves passen soweit. Es ist unglaublich. Ups. Ah, ich habe wieder mega vergessen. Ah, ist das doof. Wisst ihr was, wenn ich schon dabei bin? Wir können ja noch was anderes hier machen. Aber es ist jetzt hier abgelegt, ne? Hafnir, muss noch ganz kurz zurückkommen. Du passt vom Level her eigentlich. Ey, ich wollte nach Kirlia hier noch kurz was machen, ne? Ich meine, es ist ein männliches Kirlia und wir haben ja... Na, wo ist er? Einen Funkelstein. Galagladi. Definitiv ein cooles Pokémon. So. Natürlich jetzt so, klar, das Wesen ist ein bisschen scheiße, was er hat. Da müssen wir einfach heller sein, da muss er dringend ändern. Weil, ja, Galagladi natürlich ein physischer Sweeper. Megasteinmäßig, ich glaube, der fehlt mir tatsächlich noch, ne? Kann das sein? Gengarnit, ja, das andere fehlt noch, ne? Sie auch ein bisschen schauen, ne? Wir haben noch die und die nächste Folge noch für ein bisschen Story Progress und dann, ja, geht's auch schon wieder in einen Online-Fall, ne? Dann kriegt Bregaron endlich mal sein Mega
Stein, ne? Ist unglaublich, dass es immer vorwärts geht. Ne, Ding fehlt mir, ne? Der Megastein von Galagladi. Den irgendwo mal kaufen, so bin ich gar nicht mehr sicher. Naja. Also, erstmal kurz alles hier ein bisschen austauschen und dann weiter gucken. Ich brauche 0 spezielle Moves, alles nur physische, bitte. Den physischen Schaden zufügt, okay, das war so. Kreuzschere, ja, Dunkelklaue. Wer mit ein bisschen, ich wollte gerade sagen, wo sind hier bitte mal die Steps? Schwerttanz, vielleicht statt Schlitzer. Elementarschläge, ja. Natürlich kein Kampfmove, aber ich glaube sowieso nichts Brauchbares, ne? Aktuell noch, natürlich noch Nahkampf und so kommt noch nach. Wenn er jetzt aktuell gucken müsste und ich sagen, nee, in seinen Kopfstoß hier. Nachthieb. Gegen andere Psyche und Geister. Kann nicht schaden. Hier war es aber eigentlich weniger. Hier wäre. Komm schon mit dem scheiß Eishieb, ne? An. Gegen, ja, auch gegen Boden, gegen Flug, gegen Pflanze. Eishieb gegen so viel effektiv. Drachentülle sowieso. Okay, noch einen Donnerschlag kommen. Aber wenn es in der Teamkonstellation er schon Donnerschlag hat, ist mir gerade scheißegal. So. Tun wir es nochmal. Also mit Spiris zu Beginn anfangen, ne? Da geht das einfacher. Ja, guck mal da, macht sicher nicht viel Damage, vor allem gegen einen Spiris, ist ein Geist, also. Ja, trotzdem schneller als ich, unglaublich. Riesenkristall, hallo, hier bin ich. Oh, das einfach super gepasst hat. Sag mal. Tschüss, Mann. Ja, Pigau macht das alleine. Was zum? Oh, Kaiman, der alles kann. Ja, warum kann er sterben? Ja, Kugelsat darf sie nur unterschätzen, ey. Wow, Tobias Augen funkeln. Ein Finsternis-Pokémon, ja, hat schon was. So, willst du noch eins sehen, wenn ich schon mal hier bin? Ja. Was willst du jetzt sehen? Na komm, haus raus. Mega meditales Live und in Farbe. Ja, meine Stimmung passt zum Wetter. Um Gottes Willen, ey. Aber meditieren habe ich, also Meditalis dann machen, gar nicht so das Problem. Wobei aktuell schon, ne? Aber gar kein Ding. Entwicklungs-Items, also Meditie hätte ich. Und Mega-Ding vermutlich nicht, ne? Doch, hätte ich auch. Wenn sich das Vieh, sagen wir mal, auf einem hohen Level entwickelt, habe ich eh ein Problem. Das muss noch schnell testen, aber ich glaube, da er hat sich einen kürzeren, okay.
Dann ein anderes Mal. So ins Team. Jetzt nehmen wir doch mal Lavitan noch mit. Ne? Eben auch da ein bisschen rotaten, ein bisschen trainieren. Wie es gehört. Ne? Dann kommen da Stolos rein. Naguras kann einer kurz raus. Das ist schon ein Powerhouse-Typ wäre, ne? Und dann Gardevoir. Ja, Donnerschlag, Donnerblitz. Die Kombination passt, ja. Damit ein bisschen trainieren kann auch nicht schaden, ne? Wer weiß, ob man es plötzlich mal einsetzen wird. So. Heilen wäre trotzdem mal eine gute Idee. Geh mal hier hin, kann dann die Quest schnell mitnehmen. Ja, mal schauen, ne, wie viele Quests wir noch machen. Das heißt für die und nächste Folge, ja, 1, 2 maximal, ne? Den Rest bauen wir uns dann für. Nach Folge 50 auf, eben Folge 50 will ich dann wieder Rank Battle machen. Mit Brigaron zusammen. Genau, gucken, wie wir uns damit ja, eine Kombination schlagen, ne? Aber gesagt, eine Kombination aus Megane, Phenexis und Quachutsu eigentlich, ne? Theoretisch zumindest. Natürlich kommt noch ein anderer zum Zug, aber ich glaube, das könnte ein cooles Trio werden. Oh! Was will die jetzt? Flo! Flets farbiges Lumenspiel. Ja gut, kämpfen wir schnell. Jetzt nicht so lange dauern. Wirtschaftlicher Brigaron. Okay, das ist schon wieder ein 5 gegen 5 Fight. Warte mal, Doppelkämpfe fehlen mir hier irgendwie. Ein bisschen stärker als erwartet, jetzt reicht's aber. Ihr wollt Ärger, kriegt Ärger. Hier, Monostahl und tschüss. Okay, Mega-Stolos macht schon Spaß. Bin ganz ergriffen. Aber das ist mal krass, ne? Irgendein Trainer einfach mit 5 Blumen ankommt. 5 gegen 1. Mein Name ist Brigaron. Das hast du nicht verdient. Ja gut, zum Glück ist hier gerade das Pokémon Center. Aber ja, ich meine natürlich Pflanzenkampf, ne? Bin natürlich gegen ein Feen-Pokémon oder Moves im Nachteil, ne? Das ist klar. Ich bin auch gespannt in Folge 50, ob wir oft auf Mega Brigaron treffen werden. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Das ist der generelle Hype, ne? So, was machen wir? Da ist der Kanalisation, oder die Kanalisation besser gesagt. Dann haben wir, okay, vielleicht im Restaurant. Mal gucken, was das für eine Quest ist. Gucken und ducken. Oh, will die fighten? Überraschend cool, ja. Also. Überreis ist wirklich so ein geiles Item. Nur frage ich mich gerade, bei welchem Pokémon setzt das mein Team ein? Mein Tanky sind viele. Und viele von einer Mega-Entwicklung. Deswegen ist es ein bisschen doof. Müsst fast bei Durgar machen, ne? Warte mal, das Vieh ist doch auch Kampf, ne? Entschuldigung! Tschüss, Mann. Oh, schon Level 40. Oh, nix.
Ich wusste, der kommt auch mit Schaufler. Nein, oh, der falsche Move. Donnerschlag gegen Onyx. Mhm. Nein, schon wieder. So. Puh. Hat eine interessante Teamkonstellation, ne? So Kugelsaat und Wasserschuriken. Ja, Brickon gefällt mir immer mehr und mehr, ne? Also, Team Carlo, sag ich jetzt mal, da hätte schon was. Wieder von Essen? Ja, theoretisch schon, nur in unserem Fall ist echt die gute Frage, wem gebe ich das Teil? Also jetzt hier in dem Team gerade nicht, da ist nicht die Frage, sondern generell. Müsste eigentlich Durengard sein, aber ich habe dem schon die Scope-Linse gegeben. Wenn er natürlich angreift, ist das mit der Linse sowieso davon Arsch. Mit Überresten, Entschuldigung. Aktuell kann ich es mal Lavita geben, tatsächlich. Wir haben ja vorhin, also auch schon in den Shops und so gesehen, dass nirgendwo ein Despota nicht angeboten wird. Also gehe ich davon aus, dass Despota ja auch ein Megamani-Pokémon ist. Nein, deswegen wird schon spaßig. Was ist hier Überrester hier? Nein, Silberstab, Quatsch, hier. So, das sind es gar nicht mehr, ne? 1, 2, 3, ne? Und 4. Haben wir was? Können wir vielleicht am Vorbeigehen noch mitnehmen. Die Hauptquesten, die Sidequesten sind verschiedene Dinge, oder? Brauchst du jetzt nur. Oh. Drachenschnecke schon wieder. Würde sein, dass die natürlich nur bei Regen auftaucht, ne? Habe ich eigentlich das gegen Drachen so im Speziellen? Nee, wa? Gitterball, ne, ist ja kein Wasser-Pokémon. Der widerliche Ball. Oh. Ah, okay. Eine Weinbergschnecke, ne? Aber ich glaube jetzt in unserem aktuellen Run sehr weniger. Hatten wir in Hisui hatten wir schon mal so ein Viech, ne? Das ist hier echt nicht kommt. Oh! Okay. Ne, das kann dauern. Wo du setzt sich eigentlich den Delegator an, den trotzdem Schaden kriege. Oh, müssen wir Defense. So.
Puh. Das war ein bisschen knapp und vor allem unerwartet. So, gleich nochmal gucken. Dann haben wir halt auch noch eine Elite-Version davon. Ja, warum auch nicht, ne? Nummer 165. Auch hier will schön sortiert sein, natürlich. Dafür stehe ich in meinem Namen. So. Jo. Passt perfekt, hat Luft und weiter geht's. Das ist was Neues, ne? Okay. Du bist Michael, oder? Jo. Der einzig wahre. Folge mir. Der was auch sonst. Kanalisation. Das ist alles? Cool. Muss jetzt hier die Side-Quest? Warte mal, ist das ein anderer Eingang in die Kanalisation oder was? Tatsache, hä? Mit durchaus starken Pokémon. Da muss man eher ganz kurz ran. Jo. Mit ihm hier, doch das geht, ne? Ist immer noch ein Wasser-Pokémon, so. Entwicklungen nicht mehr, aber Algid selber ist noch. Okay. So. Haben wir langsam schon mal alle, ne? Was haben wir hier noch Schönes? Algid, Igit, Ariados habe ich auch schon. Ja, will trotzdem glaube ich da reinschicken, wenn es geht. Oh, schade, Date wird den Fehler noch treffen. Einen anderen, komm schon. Kann ja wohl nicht so schwer sein, Stolos. Dankeschön. So, Dankeschön. Ja, Stolos, auch ein cooles Viech. Tschüssikowski. Oder war noch ein kleiner Drache.
Verhöhner. Ja gut, wird er bei dem Spiel kaum brauchen. Hä? Ist der jetzt ausgewichen? Ich glaube, das haben wir alle, ne? Oh, da fehlt noch einer. Sehr gut. Und ich glaube, ich würde bei Lavitan dann kurz die Moves nochmal checken. Weil zum Teil denke ich mir so, ja, da geht es sicher noch besser. Da war ja später. Hoffnung, Schutzschild, Knirscher. Kann er schon lernen. Sehr gut. Schaufler statt Sankrab. Sehr gerne. Ansonsten Einschädel. Dingsbums hier. Ja, Kreideschein. Eisenabwehr. Ja. Das wäre eventuell noch was. Würde ich auf Schutzschild gehen. Überrest hat sie auch noch. Also, ja. Hat einen guten Job. Oh, gucken wir uns mal nach. War's das? Was ist Mega-Essenz überhaupt? Tja, lass uns rausgehen. Saubere Arbeit. Sag mal, der kontrolliert mich ja wirklich die ganze Zeit. Stimmt das? Jo. Noch etwas. Wer ist dieser Typ, der manchmal auftaucht und der Mega Man die Pokémon besänftigst? Er heißt F. Der Mann heißt Flordelis. Oh mein Gott, das ist Flordelis. Ein stinkreicher, aber sehr großzügiger Typ. Er hat mir mal geholfen, als er klein war. Er hatte keine Familie und er hat mir echt den Hintern gerettet. Ist er auch ein ehemaliges Mitglied von Team Flare? Nee, oder? Das ist ein neuer Charakter aus dem Spiel hier. Ja, wer lebt noch? Das heißt, er kann mich bei ihm erkenntlich zeigen. Okay. Zinsen für Zinsen. Roger, Roger. Du hast den Boss gehört, beeil dich lieber. Ich will wissen, was hier mit der Sidequest los ist. Ist die denn... Die ist aber nicht hier drin selber, aber die vorhin verpasst. Ist doch da oben, ne? Oh Mann, ich treffe überall irgendwelche Elite-Pokémon, sonst coole Pokémon, aber so ein verdammtes scheiß Shiny will einfach nicht kommen. Ich krieg die Krise. Oh, hier gibt's ein paar Beeren. Und die Dinne. Oh, ist das süß. Beeren. Okay, Beeren. Ich wollte doch Minzen haben. Na egal. Muss auf dem Dach oben sein, ne? Mal kurz hoch. Ah, da ist er, Junge. So, was bist du für einer? Ein Backpacker. Willst du vielleicht einen Pokémon-Kampf versuchen? Wir können nur beide... Was? Indem wir beide nur Pokémon auf Typ Flug einsetzen. Mehreren Teamer spielt aber keine Rolle. Was sagst du? Hommage an Himmelskampf. Das ist lange her. Stimmt, den gab es ja auch noch. Ein Himmelskampf. Nur Flug-Pokémon. Das wird tricky. Aber kaum welche. Aber gut, Mangoras kann ich immer rausnehmen. Wenn es ein Himmelskampf ist, wäre ich ja schön bescheuert, wenn ich irgendwie so mit unterlevelten Gladiator reingehe. Sorry Kumpel, aber du musst da mal ganz kurz weichen. Weil wir brauchen irgendwie schon doch etwas, womit ich gegen Flug-Pokémon ankomme.
Eigentümliches Prigon auch fehl am Platz. Das muss eigentlich am ehesten mit Stollos oder Stallobor ran, ne? Ach nö, den muss ich so machen. Nee, dann vergiss es, Kumpel. Dann, weil ich habe nur einen Punkt und den Flug aktuell. Nee, dann lassen wir das lieber. Mal noch zumindest. Da kann ich ja wieder rein. Ups. Gar nicht. Obwohl, Stallobor. Ja, doch, kann ich so nicht, ne? Die sind eh schon 50 darüber. Gut. So eine Mulga. Hier haben wir eine kleine lockere Schraube. Dann Motorschraube locker. Aber das geht nicht, aber ich falle sowieso runter und der Tag beginnt. Ja gut, Freunde, dann beenden wir direkt mal die Folge so. Und ja, diese Folge wird als letzte wieder vor Ranked Battle Match sein. Könnte spannend werden. Wir sehen uns und ja, wenn wir sagen, mit dem aktuellen Team, wie gesagt, ein bisschen trainieren hier und da. Das kommt schon gut. Hoffe ich, denke ich. Schauen wir einfach mal. Alles weitere, naja, nach und nach, ne? Lavita ist vor allem noch wichtig, dass wir den relativ schnell hochkriegen, damit er dann entwickelt werden kann. Prigaron, ja, der Rest macht eigentlich einen guten Job. Stoller sowieso. Passt. Und hat Luft. Bis dahin, bye bye.